Ekjran! Laat ons topranen en God kennen leren. Welkom lieve vriend, welkom til dit program ekjran. Dankzij dat u vandaag erbij bent. Mijn naam is Eduard Giesbrecht en we zijn hier im Studio waren en ik had het verder met mij Lukas Wiebe te gaan hier. So, welkom Lukas. Ja, gracias voor de aanloering. So, Lukas is hier van Bolivien. Vertel mal, hoe oud bent u en van hoe krijg bent u? Ja, ik ben 18 jaar oud en ik ben hier en dicht bij Marland opgewassen. Heb hier mijn leven lang einfach geleefd. Okay, so en bloß am besten te weten met hoeveel jaar hast u die bekeerd? Dat passiert me als ik ze bij 8 jaar oud ben. Ja. Okay. En wo du vertellst ein bisschen im Zeichnis, dass wir nicht fühlt, dass du eine große Veränderung wir, sondern da über die Zeit, wo dein Leben verändert war, nicht so? Ja. Sehr schön. Für die, die uns seine kennen, die seine vielleicht, dass Lukas hat ein Hand an, was infinito sei redet. Und aber wie handjüchsere Mensch, was uns bloß über Radio hier ist, ich kenne ihn nicht seine, aber er hat ein Ham an, wo was infinito sei redet. Dort ist ein Ham von deiner Bibelschule, wo du hier gegangen bist, nicht so? Ja. Maar ik vraag kon, wenn wat hast du, sind das zwei Killers, ein Witter und ein schwarzer Killer, wo dort sitzt, wenn zwei Killers am Ende sind, was hast du zu bedienen? Dat bedient zoveel dat beeld van dat graf Jesus ben weer. En dat graf dat larig is, einfach een steen is de waarheid. Okay. En dat woord infinito, wat wel dat zei? Dat is einfach, dat heeft geen eng meer. Okay. So dat ken ik gratis af, geen eng. Lukas, vertel me, wo kommst du ab, dat du diese Bibelschule merken was? Dat passiert ik met mijn normale school, dus iedereen dat de meerheid eens wat school gaan. En als ik de vorige hoor, mij darüber nicht, ik voel niet dat ik zu einer Universität gegangen, mij dat wenigstens niet. En dan kreeg ik de gelegenheid, dacht ik aan, ik wil vielleicht een Bibelschule maken. En ik wilde aber nicht ab 4 Jahren so. En dan dacht ik, hoe komt deze Schule, waar ging dat, hoe komt? En dat is einfach Jugend met een Mission. Dat is 5 Monate en ik dacht, dat wil vielleicht eine Fanoption sein. Wird für die krijgt de rechte tijd zijn. En wo merkst du die Schule? Ich möchte in Paraguay, in Asunción. So, dann fuhrst du für ein paar Monate in Paraguay in Mexiko. Okay. En im Großen und Ganzen, was du sagst, hat sich das gelernt, oder? Oh ja, das sehr viel wert gewesen für mich, die Schule. Okay. So, einmal ein paar Sachen zu nennen, oder anzufangen. Was sind Sachen, die wichtig wären in dieser Schule? Dass wir einfach dass ich einfach von meiner Gewohnheit ganz zurückstoppen. Und ich kann einfach dort annehmen, was Gott für mich hat. Und einfach mich loslassen, dass ich kann, ich kann einfach lassen Gott an mir arbeiten. Okay. Wie war das erste Mal für die von Thuis weg, von deinen Eltern? Ja, das war das erste Mal. War das ein bisschen große Angewohnheit gewesen, nicht so? Ja. Und so, wusst du, wenn ich über so mal denke, wusst du andere Jugendliche das auch merken, mal ein paar Monate von Thuis weg, mal andere kennenlernen, oder wo denkst du, was so? Ja, ich glaube, das ist nicht auszusprechen, wie viel das ist. Das hielt sich lang 5 Monate. Aber wenn einer denkt, Lothar war einer Trägchen, da wären nur 5 Monate von meinem Leben in der
passeren zoveel dingen. En dat je hebt een andere wat voor Emma kan vrucht brengen. Ja. So. So, en van deze school dan nu werkelijk mal, wat zijn de voor klassen je was, wat die helpen deden? Er war eine, unsere erste Klasse, dat wir das von, was Gott sein Traum wie für die Welt. Und einfach dass jeder einer kann dort hören, was Jesus für ihn getan hat. Und dass wir ans Ziel müssen ab Jesus starten. Nicht ab dort, was wir tun, sondern dass wir uns in Jesus enfocarden und dan komt dat er hieran wat hij dan voor ons heeft. En wie dat, weet niet krijg, die vertelt me ook, nu wie aanvangen, wie ook eine week wo ein ganz besonderer Mann in der Rechte kommt, nicht so, und glaube ich, ein Keith Wheeler. Wat, wie dat krijgt deze week, of wie dat nog een andere week? Ja, dat weer krijgt deze week. Oké. Kan je me vertellen waar deze man leven deed? Dit is een man die is ziemlich sehr bekannt op de ganze Welt. Hier in Südamerika nicht so sehr. Aber er hat sich einfach ein Kreuz gemerkt, hält er nicht. Das ist wie 4 Meter lang und dann 2 Meter breit. Und dort nach einem engen Rad und dort draagt er dann immer Tasse so. Und das dort jetzt sozusagen die Welt rund jetzt von einem Land naar een andere Land. So, hij vliegt dan ook de Fashion nach Jahren? Ja, hij deed dus van hij wie auf een land dat dan vliegt hij, maar door jetzt hij dan blijft. Vertelt de mensen wat dat iets voor een bediening heeft. En die mensen stellen me zoveel komen ook sehr vrouw, niet zo? Ja. Aan de stad zijn. Sehr interessant. En nog een andere klasse wat die wichtig wäre? Ja, ook eine, wat mir auch sehr interessant wäre, wie wirklich wer wir sind in Christus. Und der Lehrer, der hat einen interessanten Satz. Er sagt, du kannst weiten, wer du bist, aber zuerst weiten, für wem's du bist. Und wenn du wirklich Jesus sehen bist, dann kannst du besser weiter. En dan vertelde ze nog een andere klas dat we wat van vorige leven waren, vorige wat daar wel weer de klas. De klas dat redt einfach von wat Gott seine Leute für uns wie nicht und wofür wird wir für am sind. Omdat we verstonden kennen, vielleicht, ik had het schon niet gemerkt, aber meine Früh hat mal und wer das Programm einmal nur checken, die haben all mehrere Zeugnisse hier von YWAM oder auch Schule. Und diese Schule gibt es auf der ganzen Welt und was die alle einmal schaffen, ist, dass die einmal jeder eine Klasse Weg kann. Nicht so? Das waren die hier von der Klasse, das ist einmal eine Weg lang, meistens jeder Klasse, so, bloß dass die das verstehen können. Nachher was anderes, was die wichtig war in der Schule. Wir haben dann das 3 Monate, wo wir in der Schule lernen. Dann 2 Monate, wo wir einfach, das ist eine Missionsreise machen, wie wir dort dann ausleben, was wir in der Schule gelernt haben. Und ab in der Zeit, da wir wirklich eine Zeit, wo ich kann Gott sein, ab Bütergewein, wie wir arbeiten. Das Menschen, die waren kranke Menschen, die waren gesund und das dort. Hast du irgendein Wunder, was du uns hier mitteilen kannst, was du gerade belebt hast? Ja, da war ein Mann, der hat Trouble mit seinen Knien. Und hij zei dat hij had een accident gehad en hij had een dieroperatie gehad, aber dat had even niet, der had even niet kunnen fixen. Nicht? Und nu Trouble am die Knie und er kann einzige Nacht mäßig schlupen, nicht am der eben te weit. Und wenn er nach Perlen annimmt, der weiter ging weg nicht. Und dann bet wir für ihn und er fühlt noch her, er fängt an sein Bein zu prüfen und er dreht sein Feld wärmer und versucht alle wieder zu biegen und er sieht, dat er even niet meer weiter, wie alle wachten. Wow. So,
En nu wil je weer voetbal spelen. Ja, nu wil ik voetbal spelen. Lindo. So, en hoe lang wird diese ganze Missionsreise dann? Dat is 2 maanden. En wo fui je alle wen gaan? We komen voor 2 weken naar Bolivia. En dan weer we 3 weken in Chaco, in Loma Plata, Paraguay. En dan 3 weken in de universiteit in Encarnación. Dat is een argentinische grens. So dan heb je sehr verschiedenste mensen met je arbeid in sehr verschillende gegenden en alle mögliche. Wo zit je dein leven van jou anders als dat je schon mal weer verder is? Hier schon mal wieder immer sagt, da wir ein bisschen, ich weiß, so andere Menschen auch dort vertrauen, was Jesus für ihn getan hat, was er für mich getan hat. Aber ich will immer nicht. Ich habe ein bisschen die Einstellung, ich will geraten, dass ich wieder in den Himmel näher kommen. Ne? Aber in Wirklichkeit, durch kriege ich wirklich eine Life, in der ich wirklich kann dort mir war da einfach so gerecht, dass ich kann das nicht mehr stellen, ich muss dort wieder sein. Okay, Lindo. En wenn du denkst, hier sind Jugendliche oder Menschen, die uns totkijken, wat moest du denn von dir sagen wollen? Ich würde sehr merken, wenn du die Gelegenheit hast, diese Show zu merken, dat is wirklich ein sehr großer Segen. Da hat mein Leben dat ganz verändert und dat ist bis undenkbar, was das tut. Vielen Dank, Lukas, von dir für uns hier mitmachen in ekjran. En ik weet, dus viele van deze programma's zijn voor die een zijn en ik freue mich daartoe. En we kunnen alle top aan dit ekjran-programma arbeiten. Dus ik mag die vrouw, mag ze einfach een me gusta drukken, wanneer du een like, wanneer du dat in die phone oder computer eingestellt hast. Dat trekken dat je het gleiche is, dat helpt dat wieder te brengen, dan zijn er meer mensen dat. Maar dat ook mitteilen in die Facebook of irgendwo in die WhatsApp, wo immer du dat mitteilen kost. Dat mitteilen met dat veel mensen dat zijn en dat deze geschichte zijn, maar ook die eeuwige geschichte van ekjran. So, ik mag die Gottes Segen wensen en voor nu hebben we een schönen dag en bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ekjran wordt in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekjran@gmail.com.